Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Hey, merkt ihr etwas? Ich bin wieder zu Hause. Ich habe das Gefühl, es ist so crazy, weil eigentlich chill ich 24/7 auf dieser scheiß Couch, wenn ich einen Podcast aufnehme. Und letzte Woche bin ich halt in Korfu und habe dort meinen Podcast aufgenommen. Alter, beim Schneiden, der Hintergrund hat mich so genervt, der war so hässlich gewesen. Und irgendwie ist mir das, weil ich dort gewohnt habe, gar nicht so aufgefallen. Also, nicht mega hässlich, aber es ist halt alles grün. Alles so, die Wände und alles. Ich habe es irgendwie so grusig gefunden in der letzten Podcast-Folge. Aber jetzt sind wir wieder daheim, okay? Ich habe da extra ein Pflänzchen angestellt. Es ist insane schön jetzt. Und es ist ja wirklich fucking heiß, Alter, ich sage euch. Das ist der einzige Vorteil gewesen. Es hat eine Klimaanlage gehabt. Und da haben wir halt keine. Ein bisschen. Kein Schweizer, glaube ich, in der ganzen Schweiz besitzt eine Klimaanlage. Oder beweisen wir etwas anderes, Alter. Wirklich, ich habe wirklich das Gefühl, ich kenne niemanden, der so... Also weißt du, die typische Klimaanlage, die man vom Ausland von der Ferien so kennt, wo so wirklich so an der Decke klebt und dann hat man so ein Gerät. Gibt es irgendeinen Menschen, der das besitzt? Ich schwöre so, es sind einfach entweder rich oder ich wohne im Tessin. Etwas anderes gibt es nicht, Alter. Aber wir müssen uns echt auch überlegen, einfach den Dyson zu holen. Es gibt auch so einen Dyson, aber der ist verdammt teuer. Aber der ist echt geil. Vielleicht gönnen wir uns das irgendwann mal. Wahrscheinlich genau dann, wenn so die Ferien und der ganze Sommer vorbei ist. Aber wir gucken mal, das ist echt fucking geil. Und das Einzige, was auch nicht so schön ist, sage ich euch ehrlich, das ist so sad. Ich bin so heimgekommen und wir wohnen ja in einer Wohnung und die ist in einem Haus. Und das Haus wird irgendwann abgerissen im, keine Ahnung, 26 so. Also wir haben das schon gewusst, als wir eingezogen sind. Darum ist unsere Miete auch ein bisschen tiefer, was sehr geil ist. Peace out, raus an unsere Vermieterin. Kuss. Nein, und wir haben schon gewusst, dass das irgendwann der Fall wird sein. Aber Bro, 2026 ist noch so weit weg, oder? Das ist so, dann bin ich ja schon fertig mit dem Studieren. Und jetzt bin ich heimgekommen und es steht einfach da außen die hohen Pfosten für so, also wo man so sieht, wie das Gebäude aussieht, wo nachher da gebaut wird. Und das ist so, das tut so weh, weil das ist mein Heim. Wir sind doch gefühlt erst gerade eingezogen und wir haben auch nicht mal unsere Wohnung fertig eingerichtet und jetzt ist da schon so eine Planung und jetzt haben wir so einen eingeschriebenen Brief, wo wahrscheinlich dann Frist steht und so. Es ist einfach alles traurig. Ich glaube, ich muss das irgendwie noch so verarbeiten und es ist auch echt hässlich. Also, es gibt ja die einen Stab, also die kennen das sicher, haben sich schon irgendwann mal auf einer Baustelle gesehen, wo man wie einfach so, wo so hohe Stäbe sind und am Ende vom Stab hat es so eine Ecke. Oh, checken, was ich meine? Ich weiß nicht. Und es gibt halt die, wenn es ein ganz hohes Gebäude wird, dann hat es wie unten dran noch so fette, hässliche, wie so ein Gelände, könnt ihr euch vorstellen, also so ein Dreieck. Oh, ich weiß nicht, ich hoffe, ich könnt es euch vorstellen. Ich probiere es jetzt zu erklären, für die, die es nicht wissen. Ich habe es nämlich auch nicht gewusst, dass es existiert. Und ich bin einfach erschrocken, als ich reingekommen bin und gesehen habe, wie gross das scheiß Gebäude nachher wird, Alter. Und unsere Wohnung ist jetzt so herzig, Alter. Ja, ich sage die ganze Zeit, Alter, es tut mir leid. Auf jeden Fall, es ist so wie... Oh nein, ich kann es nicht erklären. So 3 Metallstangen, die so ein Dreieck bildet und das geht so aufwärts. Wie eine Toblerone-Schachtel, die aufgeht. Bam! So, aus Metallstangen. Hure grusig. Und wenn wir halt aus dem Fenster schauen, da haben wir jetzt keinen Sonnenuntergang mehr. Da haben wir jetzt die scheiß Metallstangen, Alter. Das ist grusig. Wirklich. Und ich hoffe, das steht jetzt nicht lange da. Ich habe meinen Dad gefragt, der hat ja mal früher keine Ahnung wie viele Lehren gemacht auf der Baustelle, der kennt sich aus. Der hat gesagt, das hat nur so, also sie sagen nur so 3 Minuten da, damit halt die Nachbarschaft könnte Einspruch dagegen sagen. Ich hoffe, das macht jemand, Alter. Naja. Aber ich glaube, sie wird abgerissen. Aber ich sage euch ehrlich, also wir haben es ja schon gewusst, wo wir eingezogen sind, aber ich hoffe wenigstens, dass sie stehen bleiben und dass wir da rein wohnen, bis ich meinen Abschluss habe, weil ich habe gar keinen Bock, wenn ich nachher am Ende von meinem Studium bin mit Abschlussarbeit und Stress und allem und dann muss ich als Ausziehen denken, Alter, das wird Pain vom Leben. Und ich hoffe wirklich, dass es irgendwie aufgeht. Und sonst müssen wir halt wirklich uns vorher darum kümmern. Genau, das ist das eine. Und jetzt ist mir gerade noch ein Sinn gekommen. Ich habe, okay, das zwar nicht heute, aber ich habe heute mal wieder in meine Mails von der Schule geschaut. Ich habe ja erzählt, dass ich irgendwann mal auf Genf studieren werde. Schon im Februar. Das geht so schnell, Alter. Ich habe so Angst, weil ich weiss, als ich so
bevor ich das Studium angefangen habe, habe ich gewusst, es gibt eine Möglichkeit an dieser Schule, an der ZHDK, dass man für ein Semester im Ausland studieren kann oder einfach sonst irgendwie. Und ich habe mir so fest vorgenommen, ich werde das in Genf machen, für ein Semester. Ich will dann mal Französisch lernen und das ist so die Möglichkeit und es ist so geil, dann können in Genf studieren gehen und all das und so. Ich habe mir das so fest vorgenommen, bevor ich also ich habe mir geschworen, egal wie close Friends sich dort treffen, so, ich werde für ein halbes Jahr so das machen. Und ich habe mich ja jetzt auch, von einem halben Jahr oder so, habe ich mich ja auch wie quasi von meiner Schule her beworben, ob ich das machen darf. Und habe auch mega Glück gehabt, habe einen Platz bekommen in Genf. So. Also es dürfen wie, ich glaube, nur 2 von der Schule pro Semester an einem Ort studieren. Und kein Mensch will auf Genf außer ich. Andere wollen auf Hawaii oder auf Hongkong oder keine Ahnung was. Ich habe gesagt, ich will auf Genf. Ja, falls ihr euch fragt, warum. Genf ist schön, okay? Und ich bin gerne in meiner Bubble. Ich gehe nicht gerne aus meiner Bubble raus. Und in Genf kann ich am Wochenende heimgehen. Ich habe Gianna gesehen, ich habe meine Familie noch gesehen. Es ist halt literally gleich noch so, dass Social Media mein Job ist und ich nicht einfach so kann auf Kasachstan go leben und dann gleich, also ja, ich kann logisch dort Videos machen, aber zum Social Media Job gehört ja noch viel mehr dazu, wie Events und vor Ort und go filmen und an Drehtagen und weiss doch nicht was alles. Und das ist halt ein bisschen schwierig, wenn ich schon in Kasachstan werde. Also nicht, dass ich auf Kasachstan will, aber darum ist Genf eigentlich perfekt. Ich finde, Genf ist wunderschön. Und es gibt auch geile Schulen dort. Auf jeden Fall, ich komme zum Punkt. Ich habe jetzt ein Mail gesehen, dass ich jetzt quasi ab jetzt mich kann bei der Schule in Genf bewerben. Und es ist so, oh mein Gott, das kommt immer näher. Ich weiss nicht, ob ich mitfiebern gerade, aber weil ich habe mir das so fest vorgenommen und jetzt wird es so real. So im Februar geht nicht mehr lang. Und es macht mir Angst, weil ich muss mich halt selber darum kümmern, wie wohne ich dort und ich werde wahrscheinlich irgendeinen Weg suchen oder keine Ahnung was. Also falls ihr irgendjemanden kennt oder selber in Genf wohnt und für den Februar bis Sommerferien bis Juni noch irgendeine Mitbewohnerin braucht, schreiben wir auf Insta. Ich nehme alles. Voll. Genau, das wird auch noch ein Pain. Also wirklich, ich meine es ernst, falls ihr jemanden kennt in Genf, dann helft mir. Ja, genau. Und ich habe einfach noch ein bisschen Angst, weil ich bin auch schon in Montreux war, aber so das Maximum war so 7 Wochen gewesen. Und es ist halt dann mal was anderes, weil in Montreux bin ich so im Sprachaufenthalt gewesen und bin halt in eine Sprachschule gegangen. Ich bin wirklich dort hergegangen mit dem Ding von, ich gehe dort her zum Französisch lernen. Und klar gehe ich dann auch dort her zum Französisch lernen, aber dort gehe ich eigentlich dort her und muss es schon können. So, ich komme in eine Klasse, wo alle Französisch reden. Dort gibt es wahrscheinlich niemanden, der Deutsch redet. Und das macht mir so Angst, Hilfe. Und ich habe das Gefühl, ich habe das Französisch wieder komplett verlernt. Jetzt gerade in der Ferien in Korfu hat irgendein Dude von uns so, also meine Mama hat wieder mal gefragt, ja, «Can you take pictures of us?» Und der, «Ja, oui, oui, bien sûr.» Und dann fängt meine Mama mit dem an Französisch zu reden und ich habe logisch, ich habe alles verstanden. Aber ich habe keinen Satz rausgebracht. Es war mir so unangenehm. Ich habe das Gefühl, ich kann gar nicht mehr. Auch wenn ich wahrscheinlich schon immer noch viel kann, aber du bist halt nicht mehr, also wie wenn ich halt im Montreux war, bin ich halt so in der Flow gewesen, also ich hätte da rausgeballert. Und jetzt ist halt so wieder Hilfe. So. Aber, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Vielleicht habe ich es mal irgendwann in einem Podcast gesagt, aber ich glaube nicht. Aber ich habe mir vorgenommen, ich hoffe, ich will das nicht bereuen. Aber ich fände es geil eigentlich, wenn ich glaube, ich habe es mal erzählt, wenn ich würde einen TikTok-Kanal auf Französisch haben. Und ich denke da jetzt, what the fuck, es ist mega cringe. Ist es auch, aber ich fände es irgendwie lustig, weil ich so würde dann ja am Anfang, also ich könnte schon Französisch reden, aber logischerweise nicht so gut, wie ich es dann am am Ende von dem Semester dann mit reden. Und ich habe mega Angst, also nicht von euch, ihr seid meine Besties, aber von anderen Haters komplett auseinandergenommen. Weil zum Beispiel Agnes ist für mich so ein gutes Beispiel, sie hat ja einen ungarischen Kanal, weil sie ist ja Ungarerin. Und ich glaube, das ist so fein, weil das verstehen ja nur Leute, die von Ungarn kommen. So. Und die finden das ja wahrscheinlich cute, so eine Schweizerin, die Ungarisch kann reden und bla. Und Französisch können so viele in der Schweiz, weil es halt einfach weil wir es in der Schule gelernt haben oder weil es nur schon Französisch sprechende Schweiz gibt und mega viele Bilinguals da aussen chillen, Alter. Ich werde so hart auseinandergenommen, glaube ich. Aber ich fände es halt cool. Ich fände es irgendwie lustig. Und ich glaube auch für mich selber so die ganze Experience da können so mein eigenes
Videotagebuch haben so, und dann auch die Videos schauen, wenn ich am Anfang Französisch geredet habe. Ich finde das, glaube ich, funny. Aber wir gucken mal, ob das nachher wirklich so was wird. Ich weiß nicht, ob ich noch so gut Französisch kann, aber ich fände es geil. Vielleicht könnt ihr auch mich so ein bisschen ermutigen. Und falls ihr irgendwann mal solltet ein französisches TikTok von einem nativ-französischen Kanal gesehen auf TikTok, dann bitte supportet mich. Schreibt rein, oha, mega cool, du kannst ja mega gut Französisch. Dann, ich glaube, dann geht es mir ein bisschen besser. Und dann vielleicht mich nicht so schlecht, wenn da alle Haters da haten. Ja, genau. Das ist so ein bisschen ein Update. Aber eben, also ich muss irgendwie sagen, so Ferien sind eigentlich immer so geil. Und eigentlich am Schluss ist es immer so wieder schön zum Heimkommen. Also ich muss sagen, eben, als ich gestern so heimgekommen bin, es war einfach schön gewesen. Ich weiß nicht, irgendwie, es ist so einfach so, I don't know, also ich weiß nicht, aber also ich weiß nicht, ob ihr es in meiner Instagram-Story gesehen habt. Aber ich muss kurz erzählen, es ist schon cute. Ich muss dem Can für das auch schnell Props geben. Für das, dass er so ein fucking Husband-Material schnell war. Aber er ist gestern mich und meine Family am Flughafen abholen mit meinen fucking Lieblingsrosen. Ja, nein, es war richtig herzig. Wirklich mega cute. Genau. Und ja, was habe ich noch zu erzählen? Oh mein Gott, der Can und ich haben so eine Tradition, wenn wir jeweils in der Ferien sind. Ich glaube, das ist nicht mal eine ausgesprochene Tradition, aber es ist so klar und es ist 90% einfach, weil ich in der Ferien bin. Aber wir bringen einander immer etwas heim von der Ferien. Das ist so eine Tradition. Und manchmal sind es nicht immer so Sachen, wo man muss, also wo so richtig nötig sind, sondern manchmal ist es halt dann einfach etwas Randoms. Und wir schauen schon immer, dass es nicht komplett random ist. Ich muss ihm jetzt nicht das Magnet von Korfu heimbringen. Aber, Bro, ich finde, ich habe dem mal sehr geile Sachen heimgebracht. Es sind 2 Sachen, ich muss euch das schnell zeigen. Zum einen, Alter, ich habe das in einem Shop gesehen, ich habe es cute gefunden. Es ist kitschig und herzig, aber ich habe gefunden, ich finde, das ist etwas, was man noch nicht kennt in unserer Beziehung. Und zwar ein Beziehungsbändeli. Ihr seht, da ist ein Zeichen von Yin und Yang. Oh mein Gott, Alter. Wir finden es eigentlich beide mega hässlich, aber es ist cute. Und das eine, was halt wirklich geil ist, es ist so ein Magnet dran mit so einem halben Herz. Also er hat die eine Herzhälfte und nicht die andere. Und wenn man halt so ein Bändchen aneinander hebt, dann gibt es so ein Herz, weißt du, weil es so magnetisiert da. Und ich habe das immer so auf TikTok gesehen, übel cringe gefunden. Ich dachte, ich muss das jetzt auch machen mit dem Can, weil ich finde es eigentlich innerlich cute. So. Ich habe eben gerade in der Ferien, ich weiss allgemein einfach, in der Ferien habe ich so random Gedanken immer gehabt. Also wirklich, ich glaube, durch das, dass ich immer am Strand gechillt habe und braun geworden bin und nicht am Handy war, habe ich wirklich das erste Mal in meinem Leben, habe ich wieder mal so richtig random Gedanken gehabt. Mir sind so Sachen in den Sinn gekommen, die ich so einfach gefühlt vergessen habe. Kennt ihr das? Das sind einfach so Sachen, also mir ist zum Beispiel in den Sinn gekommen, mega random jetzt, wie wir, mein Bruder und ich, meine Mom früher nicht gerufen haben, wenn wir geschissen haben. Das ist kurz eine Frage da in die Runde. Mögt ihr euch noch erinnern, wie ihr eure Mom früher gerufen habt, wenn ihr geschissen habt, weil ihr euren Arsch nicht selber putzen könnt? So, mein Bruder und ich haben das so gemacht. Achtung. Mami, ich habe einen Gocki gemacht! So, und dann ist sie gekommen. Das sind so random Gedanken gewesen, so habe ich kurz abgeschweift. Auf jeden Fall ist mir in den Sinn gekommen, dass ich einmal in der Ferien war. Ich war so 12 gewesen, und es hat so ein Kettchen gehabt, das man kaufen konnte, wo so 2 Ketten waren, es sind so 2 Herzhälften gewesen. Also es ist so auf beiden Herzhälften ist so I love you gestanden und so mit einem Herz, also I Herz you. Und das eine Herzchen auf der einen Hälfte war blau und das andere war pink gewesen. Und das deutet ja so ein bisschen hin, dass das eine für einen Bub ist. Und ich habe das unbedingt, weil ich das so schön gefunden. Und meine Mama hat mir dann immer so erklärt, ja, es ist eben eigentlich, denke ich, für Liebesbärli, oder? Und ich bin so 12 und ich so, Bro, Alter, fuck auf, Alter, ist mir egal, ich will das Herzchen haben. Und ich habe das eben gleich gekauft, ich habe dann die eine Herzhälfte getragen. Und ich kann mir kurz vorstellen, wie pick mich ich dann in die Schule gekommen bin, Alter. Ich bin so die gewesen, jeder fragt so, hast du einen Freund? Ich weiss nicht mal, ob ich ja gesagt habe, ich hoffe es wirklich nicht. Aber ich weiss einfach noch, ich habe das so mit Stolz und Würde habe ich das getragen. Und voll cute, ich habe das irgendwann später, meinem allerersten Freund, mit dem ich 2 Jahre zusammen war, habe ich das dann geschenkt. Und er hat es auch verloren.
Aber ich finde das eigentlich ein cute Gedanke. Es wäre eigentlich voll cute gewesen, hätte ich das so, weißt, so für den Can aufgespart. Obwohl er hätte es wahrscheinlich niemals getragen und ich auch nicht. Aber es wäre eigentlich ein cute Gedanke gewesen. Weißt du, ich kaufe mit 12 das und nachher spare ich mir das auch auf wieder richtig, oder? Ja, ich weiss voll nicht, wie fest ich jetzt abgeschweift bin. Aber auf jeden Fall das andere, was ich im Hype gebracht habe, Can, das finde ich wirklich lustig. Da bin ich eigentlich schon fast ein bisschen stolz auf mich gewesen, weil ich so dachte, das ist eine geniale Idee. Es ist mega random, ich muss schnell ein bisschen Vorgeschichte erzählen. Ich hoffe, ich darf das öffentlich sagen, aber ich glaube, niemand weiss, wer meine Cousinen sind. Von dem her ist es, glaube ich, okay. Nein, das darf ich sagen, sie hat ja Poser. Ist ja, nein, egal. Meine Cousine hat ein Kind bekommen, okay? Und das ist fucking weird. Oh, jetzt habe ich gerade Angst. Nein, ich habe es in der letzten Podcast-Folge erzählt. Ich bin mich so verwirrt, was ich in der Podcast-Folge erzähle und was ich meinen Kolleginnen für Snaps schicke. Darum, ja. Also falls du eine Kollegin bist von mir, die gerade Snaps bekommen hat, dann hörst du jetzt zweimal, I'm sorry. Aber auf jeden Fall, meine Cousine hat ein Kind bekommen. Und das ist so komisch, weil die ist doch noch in meinem Alter. Also sie ist schon älter als ich, sie ist glaube ich 28. Aber sie ist näher bei mir als bei meinen Eltern. Das heisst, ich komme jetzt dann auch ins Alter, wo ich so Kind bekommen sollte. Wo ich so also meine Eltern haben mit 24 geheiratet. Alter, der Can ist 24, ich bin 23 und nächstes Jahr 24 und ich sehe es wirklich gar nicht, dass ich jetzt in einem Jahr heirate. Ich glaube, wenn der Can mir jetzt einen Heiratsantrag machen würde, würde ich sagen, ich weiß es nicht. Obwohl wir schon fast 6 Jahre zusammen sind. Und ich weiss, wir werden für immer so, also ich will ja mit ihm für immer zusammen sein, wir werden für immer zusammen sein, aber irgendwie, heiraten tut man so, wenn man erwachsen ist. Und ich bin auch nicht erwachsen. Und Kind hat man, wenn man ready ist. Und ich kann auch nicht mal für mich selber sorgen. Alter. Ich habe auch nicht mal meinen Koffer ausgepackt. Und ich bin schon seit gestern irgendwann am Abend da zwar. Wisst ihr, ich kann noch nicht für mich selber kochen. Ich bringe selber nichts auf die Reihe. Ich bin noch nicht ready. Ich kann nicht mal für meine Kakteen sorgen, sondern die sind auch abgestorben. Darum, ich bin noch nicht ready für Kind. Und ich habe so mit dem Can, also ich habe ihm so geschrieben, oh mein Gott, meine Cousine hat ein Kind bekommen, bla bla bla. Und dann sind wir irgendwie so ein bisschen drauf gekommen, so mega random auf das Thema, so wow, müssen wir jetzt auch stressen, haha. Und ich weiss gar nicht, wir haben noch nie so, also wir haben schon immer wieder mal darüber geredet, aber noch nie so aktiv, weißt, so mit Kinderplanung mal gestartet. Und wir sind schon beide der Meinung, ja, jetzt gerade wäre es ein bisschen zu früh und vielleicht mit Studium und so, ein bisschen blöd. Und also ich will auch, das weiss er auch, ich will auch zuerst heiraten und dann Kind bekommen. Genau. Und auch gleich so, weißt du, so, müssen wir mal überlegen. Und ich glaube, er wünscht sich schon lieber früher ein Kind, also so mit, weiß nicht, so 26 oder so, 25, 26. Und ich bin schon eher 28, 30, dann das erste Kind. Oder? Ich glaube, das ist die Abstimmung von heute. Ich mache sonst einen Balken, wenn ihr kein Kind wollt. Aber das sind mich echt Wunder, so, ab wenn ihr so euch vorstellt, zum Kind haben. Und ich glaube, es ist halt auch der grosse Unterschied, weil der Can, also seine Eltern sind mega jung älter geworden. Also er hat noch einen grossen Bruder. Sein Dad war 21 gewesen, als er sein erstes Kind hatte. Das ist schon hure früh, Alter. Und meine Eltern waren 30 gewesen. Und darum ist für mich so 26 so, oh mein Gott, hure früh. Dann bin ich doch noch ein Teenager, dann ich muss noch so viel machen, bevor ich Kind habe. Ich muss noch Partyleben leben, ich muss noch die Welt bereisen. Also ja, oder? Und irgendwie, egal, das war so der Punkt, so er will schon früher ein Kind und so als ich. Und dann habe ich mir gedacht, du, das ist doch eine gute Geschenkidee, die ich ihm heimbringen kann. Und zwar habe ich ihm, kennt ihr das noch von der Kindheit? Ich habe das früher, hat das unser Dad damals heimgebracht, so Dinosaurier-Eier, wo du so kannst ins Wasser tun und nach so ein paar Tagen schlüpfen die. Alter, wie exciting ist das? Und wie gute Idee ist das? So, weißt du, so, ich will jetzt noch keinen Braten in der Röhre haben, aber so Dino-Babys, das ist doch cute. Und dann hat es so 2 Eier gekauft. Und wir haben es zwar noch nicht ins Wasser da, aber weißt du, wie exciting, wenn wir so am Morgen aufwachen, um zu schauen, ob es schon eins geschlüpft ist und nachher sind es 2 unterschiedliche und wie sehen sie aus? Und, ich weiß nicht, ich bin so stolz auf meine Idee. Ja, das war richtig geil gewesen. Ich glaube, er hat sehr Freude gehabt. Ja. Und was gibt es noch Neues? Ich habe da eine Liste gemacht von Sachen, die ich euch noch erzählen will. Oh, es ist so warm gerade, oh mein Gott, ich muss sterben.
Ja. Gar keine Motivation auf nichts. Ah ja, ich habe schon vorher gesprochen, mein Koffer. Also, ich sage ganz ehrlich, kann irgendjemand da relaten zu, wenn man von der Ferien kommt, braucht man eigentlich Ferien. Weil das ist real bei mir. Ich bin so, zwar schon sehr entspannt, aber ich glaube, das ist genau mein Problem. Ich bin extrem Mensch, ich brauche eine Routine und dann fällt mir alles einfacher. Und Ferien ist so ein guter Moment, um aus der Routine zu kommen, was eigentlich im Moment in dem Sinne so gut ist, damit man nicht gerade komplett ein Burnout bekommt, aber was auch irgendwo scheiße ist, weil ich komme dann heim, bin sowas von aus meiner Routine draussen und also ich bringe nichts auf die Reihe, ich habe gar nicht Bock, also ich würde eigentlich am liebsten jetzt einfach in meinem Bett chillen und Serien schauen und gar nicht machen oder einfach das Wetter geniessen. Und Bro, ich sage, ich muss so viel noch machen. Ich muss ja nur schon mich bewerben für die Schule in Genf, okay? Ich habe jetzt immerhin mal heute Rechnungen gezahlt. Ja. Was muss ich noch? Ich muss noch meinen Koffer auspacken, ich muss noch Wäsche machen, ich muss noch so viel Kooperationszeug machen. Ich weiss, das sind meistens Sachen, die jetzt alles halt im Hintergrund passieren, aber es ist halt so, keine Ahnung, weißt du, so, der Manager schreibt da die ganze Zeit während der Ferien und ich bin so, ja, kann ich das auch nach der Ferien machen? Ja, kann ich das auch nach der Ferien machen? Und dann ist es immer so vorhergeschoben und jetzt bist du halt so daheim und jetzt musst du alles machen. Also alle Konzepte schreiben, Planungen machen, dort, das und ich wollte eigentlich noch mit dem Can in die Ferien und ich merke jetzt so, ich habe zwar bis am 16. September habe ich nach Ferien und wir haben jetzt keine Woche, ausser die letzte Woche gefunden, wo so nicht mal eine ganze Woche ist, um Ferien zu machen. Wirklich, sonst bin ich immer, jede Woche habe ich irgendeinen Dreh, irgendeine Verplanung, irgendein Event, irgendetwas. Und es ist zwar nice, weil ich merke so, während der Sommerferien, wo ich in dem Sinne kein Studium habe, ist es logisch einfacher, um ich sag mal, Cash verdienen, als jetzt während dem Studium, weil das ist schon, ich sage euch ehrlich, es ist schon hure stressig so, mit Studium, ist halt 100% Studium und eben das ganze Social Media Zeug machen. Ja, darum, ich probiere jetzt möglichst viel auch noch so erledigen vor dem Semesterstart wieder. Aber ja, es kommen auch coole Sachen auf euch zu. Also ja, ich darf auch gar nicht zu viel verraten. Aber es gibt auf jeden Fall cooles Zeug. Und ich weiß gar nicht, ob ich das schon sagen darf. Aber es ist noch nicht sicher, aber ich muss es erzählen. Es gibt vielleicht die Möglichkeit, dass es einen Live-Podcast gibt. Vielleicht irgendwann im November. In einem kleinen Rahmen. Aber Alter, wie cute wäre das bitte? Ich fände das so geil. Und ich glaube, es gibt auch viele draussen von euch, die das sehr cool finden. Ich habe keine Ahnung, ob ich das mental schaffen würde, weil ich jetzt gerade auf meiner Couch hocke mit meiner Kamera rede und mit meinem Mikrofon. Und wenn ich halt vor Hunderten von Leuten hocke, oder keine Ahnung, wie viel dann werden die sein, dann Alter, ich weiß auch nicht, wie ich das machen würde. Aber ich glaube, es wäre auch cool. Weil es ist schon etwas anderes als so ein Referat halten. Weil du bist in einem Raum, wo alle gechillt und cool sind und wo ja auch, also keine Ahnung, die nicht kommen und meinen Podcast nur schon ein bisschen regelmäßig hören, das ist vielleicht ein bisschen beängstigend, aber die wissen ja auch sehr viel von mir so. Und ich glaube, dann sind wir so in einem privaten Circle. Und das ist ja mega cool, weil ich glaube, ich könnte auch so ein paar von euch so ein bisschen kennenlernen, weißt du, so ein paar von euch auf die Bühne holen. Und ich stelle mir das so geil vor. Und ich will dann irgendwie so ein bisschen kreativen Shit machen, weißt du, vielleicht mal so Spiele machen oder so ein bisschen ein paar Gäste haben, so ein bisschen, I don't know. Und ich glaube, mit meinem Namen «9 Pause» können wir auch so viele lustige Sachen irgendwie machen. So ein bisschen kreativer Shit. Also, falls ihr Bock hättet, schreibt mir das gerne. Ja, allgemein, Alter, es nervt mich so, dass Spotify den scheiß Update gemacht hat, weil ich merke so, es gibt so viel weniger Kommentare seitdem und das ist so demotivierend. Also ich freue mich wirklich über jeden Kommentar. Ich kann mir auch gerne auf Insta DM schreiben. Irgendein Feedback zu dieser Podcast-Folge oder so. Das würde mich mega freuen. Ja, genau, also das wär so geil. Ich weiß nicht, ich finde das richtig geil. Genau. Was habe ich noch aufgeschrieben? Tröchnetli Vieh. Tröchnete Vieh ist der Shit. Ich habe vorher einfach loslabern in dieser Podcast-Folge und jetzt gar nicht speziell für das Thema haben, weil es gibt sehr viele von euch da draussen, die das auch nice finden, wenn ich einfach mal labere und gar nicht ein spezifisches Thema habe. Und ich glaube, gerade zu der Podcast-Folge von letzter Woche kann man schon sagen, da haben wir mal, also letzte Woche habe ich wirklich komplett mir
mir Notizen gemacht und mich in das Thema und so richtig mit dem befasst und alles. Und ich glaube, zur Abwechslung einfach mal wieder drauf loslabern, dann, der ist für alle was da, oder? Auf jeden Fall habe ich da mega random Notizen gemacht. Und eben, ich sage euch, getrocknete Feige ist der Shit. Das ist so ein geiler Snack. Allgemein, auch getrocknete Banane. Ich habe gerade da getrocknete Banane. Ich bin eigentlich nicht so ein Mensch, also so Weinbeere ist okay. Nüsse bin ich nicht so ein Fan, so das Studentenfutter. So, und sonst habe ich immer nur so getrocknete Mangos gekannt, oder was soll ich sagen, getrocknete Aprikosen. Und das finde ich alles so mäßig geil. Aber getrocknete Feige, Alter. Wir waren in Korfu und ich hatte so Hunger. Und ich habe so einen healthy Snack habe ich so gesucht. Und dann hat es eben also es hat verdammt sass ausgegeben, das Päckchen, Alter. Und ich habe mir auch gedacht, nee, scheiß drauf, es ist billig und wenn es jetzt mega hässlich wäre, dann gebe ich es auch meinem Dad. Und ich habe das gegessen, Alter. Das war so geil gewesen. Alter, drückende Feigen. Könnt ihr das einfach für mich? Also ich möchte natürlich Feigen auch sonst gerne haben. Aber einfach einmal schnell kaufen und probieren. Und ihr werdet mir danken. Das ist so nice. Ja, das ist auch noch auf meinen Notizen gestanden, was sehr wichtig war, von der Schein abhaken. Und ja, sonst habe ich eigentlich relativ alles gesagt. Nein, Geschwister-Beziehung habe ich auch aufgeschrieben. Das ist auch noch ein Punkt, den ich irgendwie cute finde, wo wir jetzt ganz schnell einmal thematisieren müssen, weil ich finde, so eine Beziehung zu Geschwistern ist teilweise so random. Ich glaube, es gibt schon da draussen Geschwister, die mega close sind, die so, weißt, so gefühlt Best Friends sind, wo du dann so alles erzählst und immer mega updatest und so. Und das Verhältnis zu meinen Geschwistern, also ich habe einen jüngeren Bruder und eine jüngere Schwester, 19 und 21. Ja, und wir verstehen das mega gut. Wir sind nicht so Geschwister, die irgendwie Beef haben oder so, oder Drama-mäßig, aber wir sind jetzt auch nicht die so komplett, also wo so wie so mega im, ich sag mal, First Circle sind, wo man so eben alles erzählt und so bla. Und es gibt, also, ich glaube, es ist der Punkt wie, wir sind schon offen zueinander, aber wie selten. Ich glaube, das ist der Point. Also wie, es gibt selten Momente, wo wir so Deep Talk-Gespräche haben. Aber wenn wir sie haben, dann haben wir sie so richtig deep und dann können wir eben alles reden und es ist so nicht peinlich oder irgendwie so, also wir können auch Sex-Talks haben oder whatever. Und ich merke zum Beispiel gerade, wenn du so halt die Heime wohnst, dann redest du irgendwie nie, also hast du irgendwie selten so Deep Talks, wo du halt so mal hockst und so redest, sondern da siehst du dich mal in der Küche oder irgendwo am Esstisch oder mal, weiss doch nicht, oder du brauchst kurz etwas von deinem Bruder und gehst schnell ins Zimmer oder so. Und ich merke so in den Ferien, also jetzt gerade mit meiner Schwester, so eben mein Bruder ist ja nicht mit uns in die Ferien gekommen, der ist gerade in Frankreich gerade mit seinen Schöfli momentan, merke ich so richtig, wie man so irgendwie eine ganz andere Bindung hat. Also zum Beispiel so wir sind jetzt eben so 11 Tage in Korfu gewesen, und so die ersten 4-5 Tage ist so das Verhältnis mit der Schwester genau gleich gewesen, wie dort, wo ich daheim wohne. Weißt du, wir haben zwar zusammen im Bett gepennt, aber wir haben jetzt nie so einen Deep Talk gehabt. Und so die letzten paar Tage, so die letzten 4-5 Tage, dort hat es so einen Switch gegeben auf einmal. Ich hatte das Gefühl gehabt, wir sind so wirklich so ein bisschen closer geworden. Wir haben so mal Deep Talks gehabt, mal das zweite mehr geredet. Also, es klingt jetzt mega blöd, aber auch so körperlich näher. Okay, nein, das klingt mega blöd. Aber so, ich bin zum Beispiel allgemein nicht ein Mensch, der mega körperlich ist, als meine Friends nicht. Also ich tue jetzt nie meine Friends so random umarmen, außer beim Tschüss und Hoi sagen, außer das ist gerade, sie ist am Brüllen oder so. Aber sonst so, dass einfach mal so Kopf aneinander lehnen. Also, ich bin nicht so ein Mensch. So. Und irgendwie bei einer Schwester habe ich das ja die letzten 4 Tage so ein bisschen mehr gehabt. Ich habe das irgendwie schön gefunden. So, einfach mal so, eben so aneinander mehr lernen. Also, und einfach so, ich weiß es auch nicht, es ist voll blöd zu erklären. Aber irgendwie habe ich das mega schön gefunden. Und ich glaube, also falls ihr gerade noch vorhabt, also so, das vor euch habt, so Familienferien mit euren Geschwistern, dann also nutzt den Moment aus, um einfach mal so irgendwie mit euren Geschwistern mal in die Nacht reden und Deep Talks haben und all das. Und sie mal nach ihrem Leben fragen. Weil bei mir ist es extrem so, dass meine Geschwister, die existieren nur, wenn ich gerade da bin. Es macht für mich keinen Sinn, dass meine Geschwister noch ihr eigenes Leben haben, wo sie ihren Shit erleben und ihre Friends haben und ihre Geheimnisse und sie in ihrem Leben der Main Character sind. Das macht keinen Sinn. Das sind einfach ein Side-Character von meinem Leben. So. Das klingt so dumm und abgehoben, aber ja. Oder? Geht nicht alle so. Und irgendwie habe ich das mega schön gefunden. So, und ich weiss auch nicht, irgendwann sind wir doch einfach mal erwachsen und wir wohnen nicht mehr zusammen und du musst dich so aktiv so mit denen abmachen und reden und so updaten und
I don't know, zusammen über irgendwelche Leute lästern und irgendwie, ich weiß auch nicht, ich fühle den Vibe irgendwie so mit Geschwistern, weil das sind so Menschen, die ich begleite, seit du klein bist, seit du existierst, oder sie existieren. Und das ist eigentlich schon etwas mega Schönes und etwas mega Spezielles. Und ich will mir das irgendwie vornehmen, so ein bisschen close zu sein. Also ich habe jetzt auch einfach mega random mal, was ich mega selten mache, mega schade eigentlich, aber einfach so meinen Brüdern in der Ferien mega random geschrieben, hey, weißt du, so bla bla bla, bei mir ist gerade das, was ist bei dir gerade, geht's dir gut und so. Oder telefonieren und so. Ich finde das mega schön. Es hat auch einen Moment gegeben, wo ich in Montreux gewohnt habe und mein Bruder hat zu dieser Zeit in Lausanne gewohnt. Da haben wir auch aktiv so miteinander abgemacht und sind so zusammen essen in Montreux und noch trinken und den Sonnenuntergang anschauen. Und wir hatten so geile Gespräche gehabt und ich habe irgendwie am Anfang vorher auch so ein bisschen Angst, dass es weird sein könnte. Auch wenn es an meinem Bruder ist. Aber wie ich immer so gedacht habe, weißt, haben wir genug Gespräche zum Reden. So, ich weiss nicht, ob mein Bruder so... Und nachher ist es so unglaublich schön gewesen. Wir hatten so geile Talks gehabt. Und ich weiss auch nicht, das war so cute gewesen irgendwie. Und ich habe ihn so lange umarmt beim Tschüss sagen irgendwie. Ich weiss auch nicht, Geschwister, die sind eigentlich so etwas Cooles. Es tut mir zu leid, dass wir so lange über Geschwister geredet haben und falls du gerade das Einzelkind bist, gerade crying in tears bist. Ja, so cool ist es schon, nämlich zu sein. Alles gut, nein. Also, ich glaube, ich habe schon hure lang geredet. Und ich habe jetzt auch vor, mit dem Can so ein bisschen rausgehen, labern und vielleicht noch baden. Es ist hure warm. Genau. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge trotzdem gefallen, ohne Thema. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bye!